Ja, guten Morgen zusammen. Es ist ein Privileg für mich, Gottes Wort mit euch zu teilen, auch in einem sehr anspruchsvollen Thema, in einem sehr emotionalen Thema. Und es ist wirklich einmal ein Anliegen im Gebet gewesen, Gott, gib mir Worte für die Menschen an diesem Tag aus deinem Wort, aber auch die Menschen in ihren verschiedenen Situationen abholen können, und möge Gott mir helfen dabei. In unserer Kultur sind Scheidungen ein großes Thema, und wer selbst eine Scheidung miterlebt hat, in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft, der leidet oft sehr. Man hat Fragen, oft fehlen auch die Worte. Schnelle Ratschläge helfen nicht. Und zugleich sehen wir, dass in der Bibel uns Jesus durch das Evangelium und die Kraft des Evangeliums eine ganz andere Betrachtung der Ehe und der Treue gibt, als wir es in dieser Welt überhaupt hören und miterleben. Durch Jesus sind Dinge möglich, die ohne ihn unmöglich sind. Und wir lesen in unserem Text aus dem 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 16. Hier steht: Für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf eine Trennung besteht, dann lass ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen. Wollen wir noch kurz beten. Herr Jesus, Petrus hat einmal zu dir gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir sonst gehen? Und Herr, wir glauben daran, dass dein Wort uns heute Orientierung gibt, Klarheit gibt und auch Hoffnung gibt. Und ich bete, segne du uns alle. Lass uns, Herr, ob wir verheiratet sind oder nicht, lass uns deine Worte heute Morgen verstehen, mitnehmen und hilf uns, dass wir einander zur Seite stehen können in der vielleicht größten Aufgabe auf dieser Welt zwischen zwei Menschen. Wir brauchen einander, wir brauchen dich, Jesus. Amen. Ja, lass mich ein paar Dinge zuerst einmal zur Ehe sagen. Die Ehe war eigentlich von Gott gedacht als ein Geschenk an den Menschen, als eine lebenslange Beziehung, aus der Menschen auch Liebe, Hingabe und Freude erleben können. Ein Ort zugleich, an dem wir reifen können. Aber die Realität zeigt, dass durch die Sünde des Menschen eben auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betroffen sind. Ehen zerrüttet sind, dass manche Ehen geschieden sind. Und Fachleute haben die Auswirkungen einer Ehescheidung untersucht für den Menschen. Und wenn ein Mensch in der Ehe scheitert, kann es zur schlimmsten Leidensquelle in seinem Leben werden. In der Rangliste der belastenden Erfahrungen von Menschen rangiert die Ehescheidung auf Rang Nummer 2 nach dem Tod eines nahestehenden Familienangehörigen. Und wenn man die Langzeitwirkungen von Scheidungen angeschaut hat, dann hat man gesehen, noch gravierender als für die betroffenen Eltern selbst waren die Auswirkungen der Scheidungen auf die Kinder. Und zwar auf ihre seelische, psychische Entwicklung, aber auch auf ihre Leistungsfähigkeit. Insbesondere die Söhne vermissten eine tragfähige Beziehung zu einem Vater.
Kinder aus einer Scheidungsfamilie besitzen ein erhöhtes Risiko, selbst einmal geschieden zu werden. Bei den Jungs ist es 4-mal so hoch und bei den Mädchen 2-mal so hoch. Vermutlich ist das so, weil die Mädchen oft, sozial und zwischenmenschlich einfach schon etwas mehr mitbringen in ihrer Natur als die Jungs. Das heißt, das Scheidungsrisiko wird vererbt in die nächste Generation. Warum ist das so? Weil Kinder nicht miterlebt haben in der Familie, wie man konstruktiv und friedevoll Konflikte angeht, löst und Lösungen findet. Und das sind Dinge, die lernen wir entweder ganz früh in unserem Leben oder sonst nur sehr schwer später. Und so sagt Gott eben hier, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Und übrigens, es gilt hier wirklich in der Reziprozität, das heißt also Männer und Frauen genau gleich sind die Gebote und die Anweisung gelten genauso für Männer und für Frauen. Warum schreibt Ihnen Paulus das? In der korinthischen Kultur war Scheidung weit verbreitet. Bei den Juden war es so, dass nur ein Mann die Scheidung einreichen konnte. Und bei den Griechen, der griechischen Kultur, konnten beides, Männer und Frauen, die Scheidung einreichen. Und es war weit verbreitet in der damaligen Zeit. Und dieses Denken, wenn es halt nicht mehr geht, scheiden wir halt, war weit verbreitet in der damaligen Gesellschaft. Und nun sagt Paulus hier, ich habe ein Gebot vom Herrn. Und er denkt daran zurück, an die Bergpredigt von Jesus, wo Jesus gesagt hat, lasst euch nicht scheiden. Lasst euch nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und nun nimmt Paulus das wieder auf. Und er nimmt es, und das wird uns vielleicht erst im Nachhinein bewusst, in den Kontext an Christen, die er schreibt. Und er sagt ihnen in anderen Worten, hört einmal, ein Christ denkt, fühlt, handelt anders als ein Mensch, der Gott nicht kennt. Er sieht die Ehe als ein prophetisches Bild auf die große Heirat, einmal der Gemeinde Jesu, mit ihrem Bräutigam, mit Jesus selbst. Und darum trägt ein Christ der Ehe Sorge. Er investiert in sie. Er sieht in dieser Ehe einen heiligen Bund und etwas, das heilig ist, dem muss man Sorge tragen. Mit dem muss man entsprechend auch umgehen. Und diese Aussage von Jesus hat großes Gewicht, denn schaut, es zeigt uns, für Christen gelten neue Realitäten. Wir dürfen lernen, auch die Ehe aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Wenn ihr in Epheser 6 all die Anweisungen zur Ehe anschaut, viele Leute lesen leider nur die Ehedinge, aber zuvor heißt es, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Weil durch den Geist Gottes und seine Erfüllung in unserem Leben werden Dinge möglich, die menschlich eben nicht möglich sind. Denken wir anders, handeln wir anders. Wir handeln als Christen, nicht als Menschen nur, sondern als Menschen, die erfüllt sind mit Gott selbst, durch den Heiligen Geist. Danke für ein starkes Amen an dieser Stelle. Und liebe Freunde, wir müssen diese geistlichen Realitäten dem menschlichen Denken entgegenhalten und sagen, bei Gott sind Dinge möglich, die sind menschlich nicht möglich. Warum? Schaut, wenn Gott in uns wirkt, lernen wir wirklich, was Liebe ist. Schaut, warum können wir anders lieben als Menschen, die Gott nicht haben? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir haben eine Liebe erfahren, die uns erfüllt hat. Und wer erfüllt ist, kann geben. Wer Liebe erlebt hat, kann wieder lieben. Wir haben durch Christus Barmherzigkeit erlebt, Geduld erlebt. Wer hat schon Gottes Geduld gebraucht? Mit manchen hat er besonders viel Geduld, gell? Und wir haben ihn so erlebt, als einen Gott, der uns nicht aufgibt, als einen Gott, der zu uns hält, einen Gott, der sagt, in Himmel und Erde vergehen, werden meine Worte nicht vergehen und nichts kann dich trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist unsere Erfahrung. Und liebe Freunde, aufgrund dieser Basis leben Christen Beziehung und Ehe anders.
Und für unsere Zeit sagt Gott es uns also so. Er sagt, hey, gebt nicht auf. Kämpft um eine Sache. Eine Krise ist eine Chance. Ich kenne so viele Ehepaare, die sagen, erst durch unsere Krise haben wir Dinge gelernt, die wir vorher nicht gelernt haben. Was lernst du in einer Krise? Du lernst in einer Krise zuerst einmal Gottvertrauen. Meine Güte, deine Ehe hängt nicht an dir, sie hängt an Gottes Treue. Ihr standet doch hier zusammen, habt den Ehebund vor Gott geschlossen, weil ihr sagtet, wir wollen den Dritten im Bunde. Setz deine Hoffnung in deiner Ehe nicht auf dich, setz sie auf Gott. Du lernst Gott vertrauen, du lernst persönliche Veränderung. Eine Krise verändert uns. Und sie hat die Chance, wenn wir Gottes Kinder sind, dass sie uns zum Guten verändert. Dass wir nicht bleiben, wie wir sind. Sie bringt auch Hören auf den Heiligen Geist. Jetzt müsst ihr nicht nach Hause gehen und sagen, Matthias hat gesagt, jetzt beginnen wir eine Ehekrise. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, wenn du in eine kommst, lernst du als Christ zu hören auf den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was würdest denn du jetzt machen? Ich wüsste schon lange, was ich machen. Aber denke daran, der Rat Gottes, die Torheit Gottes ist immer noch weiser als deine Weisheit. Du lernst lernen zu hören auf den Heiligen Geist. Du lernst Demut, du lernst Geduld, Vergebung. Du lernst, was echte Liebe ist. Und echte Liebe hat gar nichts zu tun mit guten Gefühlen. Wenn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Liebe Freunde, er hat keine guten Gefühle gehabt für uns Menschen. Denn wir haben alle seine Gebote übertreten. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch Feinde waren. Er hat uns trotzdem geliebt. Und trotzdem muss gesagt sein, dass Jesus die Scheidung in einem Nebensatz unter gewissen Voraussetzungen erlaubt hat. Wir gehen aber heute Morgen nicht darauf ein, weil es ist nicht in unserem Text, aber der Vollständigkeit halber müsste ich es sagen. Und so, sonst gilt, wenn sich der Ehepartner trennt, Vers 11a, gilt ja auch für Männer und Frauen, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Das heißt, wer eine Scheidung erlebt, sich scheiden lässt, dem sagt Gott zuerst einmal Nummer 1, bleibe allein. Und das ist etwas, das wir heute nur noch selten hören, auch unter Christen. Aber liebe Freunde, was vorher nicht möglich gewesen ist, wird nachher eben auch nicht unbedingt menschlich möglich sein. Aber es wird möglich, durch Gott alleine zu bleiben. Weißt du, warum Gott das gegeben hat? Weil die Chance, dass die zweite Ehe zerbricht, doppelt so groß ist wie die erste. Es ist ein Schutz für uns. Und weißt du, alleine zu bleiben, eröffnet die Möglichkeit für etwas, das sonst unmöglich ist. Und das ist etwas, an das wir kaum noch glauben, aber das ist, dass Gott eine Ehe wiederherstellt. Und ich möchte sagen, bewusst am heutigen Tag, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich war selbst in meiner eigenen Familie, habe ich miterlebt, mein Onkel, meine Tante haben sich scheiden lassen. Ich weiß nicht mal wann, 7 oder 9 Jahre später waren wir wieder zu ihrer Hochzeit eingeladen. Das ist das, was die Bibel hier meint. Wie ist das, wenn man über die Wiederverheiratung nach einer Scheidung sagt, Gottes Wort hier gar nichts? Und ich möchte es so sagen, wir haben mit dem Pastorenteam darüber gesprochen, die Fragen, die damit in Zusammenhang stehen mit einer möglichen Wiederverheiratung, sind derart komplex und individuell, dass wir heute im Gottesdienst nicht darauf eingehen können. Aber wir sind da, Menschen zu begleiten als Pastoren, wenn dieses Thema aufkommt. Und nun sagt Gott eben, was eben auch geschieht, wenn Ehepartner zusammenbleiben. Und er spricht hier nun zunächst zu den Übrigen. Wer sind die Übrigen, die er nun in Vers 12 anspricht?
zu denen er sagt, in dieser Sache habe ich kein Gebot vom Herrn. Wir müssen diesen Text jetzt gut anschauen. Wer sind die Übrigen zuerst einmal? Und er beschreibt die Übrigen als Eheverbindungen, wo einer gläubig ist und einer nicht gläubig ist. Wir kommen gleich noch darauf, wie so etwas geschehen kann. Und das Zweite ist, er sagt hier, ich habe kein Gebot vom Herrn. Was meint er damit? Schaut, zwei Dinge. Jesus hat nie spezifisch über Ehe gelehrt zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern er hat einfach die Ehe hochgehalten. Und Paulus wendet dieses Wort von Jesus nun an, auch auf andere Ehesituationen, wo Menschen sagen können, ja, ich habe eine andere Situation, mein Mann ist nicht gläubig. Und er sagt, für euch gilt es auch. Warum? Für dich als Christ gilt die Ehe als etwas Heiliges von Gott. Und deshalb sollst du sie nicht auflösen. Darum sagt er, wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und umgekehrt. Was war geschehen? Schaut, es ist das Herrliche, wenn ein Ehepaar, wo einer Gott nicht kennt, zum Glauben findet an Jesus. Das ist die Situation, die hier beschrieben wird. Und das ist etwas Wunderbares, es ist aber auch etwas Herausforderndes für den gläubigen Ehepartner. Und der Grund, warum vermutlich Paulus das schrieb, war der, dass die Gläubigen jetzt dachten, ja, wenn ich eine Ehe habe mit einem ungläubigen Menschen, könnte es sein, dass ich mich rituell verunreinige, weil ich ja auch eine sexuelle Beziehung habe mit dieser Person. Und auf diese Befürchtung ging er ein und er sagte, hey, das ist nicht der Fall. Hör mal, die Ehe ist von Gott geheiligt, auch wenn dein Ehepartner nicht gläubig ist. Nun, jetzt sagt er hier drin, dass der ungläubige Ehepartner geheiligt ist durch den Gläubigen. Was meint Paulus damit? Was es zunächst mal nicht meint, ist, dass wir die Garantie haben, dass ein ungläubiger Ehepartner zum Glauben findet an Jesus. Warum sage ich das ganz bewusst? Ich sage es darum, weil wir diese Verheißung so nicht in der Bibel haben und die Bibel uns zeigt, es braucht in jedem Fall für die Rettung eines Menschen die persönliche Umkehr zu Jesus. Die kann ich nicht für jemand anderen machen, auch wenn ich es mir noch so wünschen würde. Aber was heißt nun dann, er ist geheiligt? Wir können es vielleicht am einfachsten ausdrücken, er ist gesegnet. Man darf den Vers nochmal einblenden, Vers 14. Genau, wir sind immer noch da. Und warum ist er gesegnet? Warum hat das eine heilige Dimension, wenn ein Ungläubiger einen Gläubigen hat? Und zwar der erste Gedanke ist der, schaut einmal, wer einen gläubigen Ehepartner zu Hause hat, hat täglich einen Zeugen der frohen Botschaft und des Lebens in seinen eigenen vier Wänden. Wie toll ist das? Viele Menschen haben nie das Privileg, dass jemand bei ihnen zu Hause ist, der an Jesus glaubt. Ist ein riesiges Privileg, einen Botschafter Gottes zu Hause zu haben. Und das Zweite ist, man ist gesegnet als Ungläubiger, wenn die Frau oder der Mann gläubig ist, noch durch etwas. Der gläubige Ehepartner hat ein großes Anliegen. Er oder sie möchte Jesus ähnlicher werden. Weißt du, was das heißt? Wenn du nicht an Jesus glaubst, als einen gläubigen Ehepartner, deine Frau, dein Mann wird zunehmen an Geduld, an Liebe, an Gnade, an Güte, an Barmherzigkeit. Glaubt ihr, dass das eine Ehe hilft? Gesegnet, geheiligt. Und davon profitieren die Kinder, weil sie erleben mit. Das sind wie zwei Kräfte in unserer Familie. Eine Kraft glaubt nicht an Gott, eine Kraft glaubt an Gott. Und weißt du, was das bei den Kindern tut? Es gibt ihnen eine bessere Möglichkeit, für oder gegen Gott sich zu entscheiden, als wenn beide nicht an Gott glauben würden. Das ist ein Segen. Und nun die Frage ist wirklich die,
Wie kann man sich denn von einer Scheidung schützen? Was sind Gottes Gedanken dazu? Wir wollen nicht nur über die Ehe sprechen und die Scheidung, sondern hey, wie sieht Gottes Prävention aus für die Ehe? Und ich möchte in dem zweiten Teil über Ehe nochmal reden, und zwar sich zu verstehen und in diese zu investieren. Und möchte 4 Gedanken mit euch teilen. Erstens, wenn du Single bist, heirate nicht um jeden Preis. Heirate nicht um jeden Preis. Warum willst du heiraten? Wenn du heiraten willst, um glücklich zu werden, gebe ich dir eine brutale Prophetie. Wenn du es vorher nicht gewesen bist, bist du es nachher auch nicht. Aber es ist wirklich so, die Ehe löst nicht Probleme, die wir vor der Ehe hatten. Heirat ist nicht die Lösung für mangelndes Glück, aber wenn du heiraten möchtest, die Bibel sagt, da bist du auch frei, nur soll es im Herrn geschehen. Gott sagt nicht, hey, das ist die Person, die habe ich für dich bestimmt, aus, Amen. Bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt wäre das etwas schwierig. Aber was heißt es? Es soll im Herrn geschehen. Das heißt, Gott limitiert die Freiheit durch diesen Satz und er sagt, es soll im Herrn geschehen. Was heißt das, im Herrn geschehen? Die NIV übersetzt korrekterweise, der Ehepartner muss zum Herrn gehören. He must belong to the Lord. Das heißt, jemand soll eben auch gläubig sein. Oder andere Übersetzungen sagen, im Herrn heißt, dass es etwas ist, woran Gott wohlgefallen hat. Woran hat Gott wohlgefallen? Schaut, wenn wir uns leiten lassen, und zwar auch in einer Partnerwahl. Wenn du nicht reinfährst, ich möchte sogar so sagen, lieber eine Verlobung auflösen, als einfach im Schnellzugstempo, Takt machen wir einfach. Vor der Heirat kannst du immer noch zurück. Was möchte Gott? Er möchte uns Weise geben. Schaut, wir leben in einer ganz anderen Kultur. Wir haben keine arrangierten Ehen, wie das während Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Wir haben Liebesbeziehungen, das heißt, wir entscheiden uns selbst. Und wie gut, wenn man auf die Eltern hört, selbst wenn sie nicht an Gott glauben, die Eltern zu ehren. Aber lerne sie kennen. Am Umgang deines zukünftigen Ehepartners mit seinen Eltern wirst du auch merken, wie er eines Tages mit dir umgeht. Es gibt so viele Dinge, die man dazu sagen könnte. Das ist eine Predigt, habe ich hier was in der Jugend, in der Jugi gehabt, ganz genau. Gott soll Gefallen daran haben. Das ist das, worauf wir achten sollen. Das Zweite ist, wenn du verheiratet bist, dann hast du nicht einfach ein Geschenk, sondern du hast eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist die, den Nächsten kennenzulernen. Warum? Die Bibel sagt, Gott hat sie geschaffen, nicht einfach alles Männer. Sondern Mann und Frau. Und auch nicht einfach alles Frauen, sondern Frau und Mann. Was sagt Gott damit? Er sagt damit, dass Menschen unterschiedlich sind. Frauen sind anders als Männer. Psychisch, physiologisch, psychologisch und auch sonst logisch. Wir sind verschiedene Wesen. Und das ist eine Aufgabe. Liebe Freunde, die Ehe ist die Aufgabe, dass ich mir als Mann, als Frau Zeit nehme, Kraft investiere, den anderen in seiner Eigenheit, in seiner Andersartigkeit kennenzulernen. Weißt du, was Gott sagt in anderen Worten als Mann? Werde ein Frauenversteher. Ihr Frauen werdet Männerversteher. Und Männer, nein, wollen nicht nur das eine. Sie sind komplexer als das. Lerne, entdecke, gehe nicht davon aus, auch wenn du der cleverste Typ bist, dass du alles weißt über das andere Geschlecht. Lerne sie kennen, frage nach. Was bedeutet dir das? Was macht das mit dir? Wie hast du das erlebt? Wenn du keine Fragen mehr hast, hast du kein Interesse mehr. Frage. Frauen haben eher das Bedürfnis nach Schutz, nach Liebe, Kommunikation, Verständnis, nehmen auch die Aussagen viel persönlicher als die Männer. Dafür nehmen die Männer manchmal die Worte der Frauen viel wörtlicher, als die Frauen sie meinen. Du hast schon 1000 Mal das gesagt. Nein, war nur 999 Mal.
Männer haben eher das Bedürfnis nach Leitung, oft ein stärkeres sexuelles Bedürfnis, nach Wertschätzung, nach Ehre. Wenn wir diese Dinge lernen, kein Eheseminar heute, sind nur Basics, dann werden wir viel, viel besser und differenzierter umgehen können mit dem Ehepartner. Das dritte ist, lerne Vergebung und Versöhnung. In Epheser 4 sagt die Bibel, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer kennt das? Abends im Bett, ich spreche jetzt zu den Eheleuten, du weißt ganz genau, sie oder er müsste sich jetzt bei dir entschuldigen. Und du sagst, ich mache nichts. Wenn er will, kann sie kommen. Und dein Angesicht wendet sich nicht zum Ehepartner, sondern in die andere Richtung und sagt, kannst schon kommen, wenn du denkst, bist bereit. Und dann war der Abend zu Ende. Klassiker. Liebe Freunde, was wir nicht verstehen und was die allermeisten Christen bei weitem unterschätzen, wenn wir das tun, dann geben wir dem Teufel in unseren Häusern Anrecht zu wirken. Warum? Unversöhnlichkeit löst Blindheit aus in unserem Leben für die Realität, um was es geht. Und meine Güte, dass die Marmelade, dass er sie halt genommen hat mit dem Messer, auf dem noch der Anken war. Halt, meine Güte, ist es da wert, den Abend schmollen zu verbringen? Oder dass sie ihre Haare wieder nicht abgespült hat im Brünneli. Und wir merken nicht, dass wir legal dem Teufel Raum geben. Wir sind so blind. Und wisst ihr, aus Unversöhnlichkeit kommen all die Auswirkungen der Bitterkeit und am Schluss folgt das daraus, was die Bibel ein verhärtetes Herz nennt. Und keines ist ein besseres Sprungbrett für die Scheidung als ein Herz, das nicht mehr vergeben kann. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber Konflikte können wir lösen durch Jesu Kraft. Und wisst ihr was? Wir sind alles viel stolze Gückel. Das muss auch mal gesagt sein. Denn es kostet Demut zu sagen, Schatz, tut mir leid. Ich weiß schon, sie hat immer 99,9% des Problems. Oder er. Aber weißt du was? Gott sagt, die Versöhnung ist wichtiger als Recht zu haben. Wer auf seinem Recht besteht, hat das Evangelium nicht verstanden. Wenn Gott auf seinem Recht bestanden hätte, hätten wir alle nur eine einzige Zukunft und das wäre die Verlorenheit in der Hölle. Gott hat auf Barmherzigkeit bestanden, auf Versöhnung, auf die Kraft, auf den Glauben, dass seine Güte und seine Liebe uns verändern kann. Daran hat er geglaubt. Lerne Vergebung und Versöhnung. Wer nicht lernt, von Anfang an miteinander zu beten, abends versöhnt ins Bett zu gehen, der wird, ob er will oder nicht, seine Ehe in eine Schieflage bringen. Und Gott möchte nicht, dass du das tust, sondern dass du seinem Wort glaubst und dich seinem Wort unterstellst. Und letztlich, lass dich verändern. Lass dich verändern. Verändere nicht den anderen. Darf ich ganz offen sein, wenn du in die Ehe gehst und denkst, mein Mann wird sich schon darin ändern, dann gehe die Ehe nicht ein. Ich sage in der Ehevorbereitung den Menschen immer, ihr müsst damit rechnen, dass euer Ehepartner bleibt, wie er ist. Und wenn ihr nicht ein volles Ja dazu habt, please don't marry. Aber schaut, der Christ, der wiedergeborene Christ, der Jesus liebt, der hat einen anderen Zugang zum Evangelium und auch zu seiner Identität.
Er muss sich nicht schützen, sondern er kann sagen, ich brauche Jesus, ich brauche Veränderung. Und darum sagt die Bibel in Matthäus 7,5, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Was sagt die Bibel? Hey, wenn es Konflikte gibt, bitte analysiere nicht deinen Ehepartner. Analysiere nicht deinen Nächsten, auch nicht in der Kleingruppe. Fang bei dir an. Fang bei dir an. Ich habe so viele Situationen erlebt, auch mit Christen, die einfach dachten, ich habe einfach recht. Der Fehler liegt zu 100% bei meinem Nächsten. Wisst ihr was, das ist das Ende der Kraft des Evangeliums, das zwei Menschen ändert. Wir sind alle änderungsbedürftig. Wir alle müssen uns ändern. Ich darf seit 32 Jahren Pastor sein, aber ich bin noch nicht dort gelandet, wo ich den Eindruck habe, Matthias, bleibe wie du bist. Ich bin ganz offen mit euch, je mehr und besser ich Jesus kennenlerne, desto mehr wird mir mein Bedürfnis bewusst, verändert zu werden. Veränderungsbereitschaft ist nicht etwas, das wir einmal am Anfang haben, nachher geht es weg, sondern es ist etwas, das wächst in unserem Leben. Manchmal bin ich im Auto, fahre ich nach Hause und sage manchmal zu Gott wirklich mit meinem Herzen, Jesus, ich wünschte mir, der Matthias wäre weg. Und dein Wesen, deine Art, dein ganzes Sein würde mich so durchdringen, dass nur noch du spürbar würdest in meinem Leben. Das ist mein Gebet. Und das ist der Balken, den Gott uns in unserem Leben zeigen muss. Aber wenn das geschieht, liebe Freunde, dann erleben wir das, was die Bibel eine Gotteskraft nennt. Die Kraft des Evangeliums, die uns verändert, die Hoffnung gibt, die Heil gibt, die Rettung bringt. Und ich möchte mich heute Morgen zum Abschluss an die Geschiedenen wenden. Ich möchte dir eines sagen, wenn du geschieden bist, Gott verurteilt dich nicht, aber Gott hat eine Botschaft, nebst dem, was ich gesagt habe, für dich. Wenn du bereit bist, auch als geschiedene Person zu sagen, Herr, verändere du mich weiter, ich höre auf, meinen Ehepartner zu judgen, vorzuhalten, was sie alles falsch gemacht hat, dann möchte ich dir eines sagen, dann gilt dir das Wort aus Jeremia 30,17. Hier heißt es, ich will dich wieder gesund machen. Ich will deine Wunden heilen, spricht der Herr. Weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der niemand fragt. Vielleicht hast du sogar in der Gemeinde, in der Kirche irgendwo miterlebt, ich bin geschieden, Menschen schauen mich komisch an. Ich möchte dir sagen, Gott verstößt dich nicht. Wir sind eine Gemeinde, die Menschen liebt, die ein Scheitern erlebt haben. Amen. Wir geben die Gnade weiter, die wir auch gebraucht haben. Egal, liebe Freunde, wir alle sind gescheitert. Wir alle. Darum brauchen wir Jesus. Nicht die Geschiedenen sind gescheitert, wir alle sind gescheitert. Und wir begegnen einander, indem wir einander diese Gnade von Gott wiedergeben. Und ich sage, auch wenn dir das Zweitschlimmste auf dieser Welt geschehen ist, Gott hat eine Perspektive, Hoffnung, Zukunft für dich. Und er will deine Seele heilen. Das Zweite ist, wenn du aus einer Scheidungsfamilie kommst, möchte ich dir sagen, die Bibel sagt dir, Gott ist ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Schaut, wenn du eine Scheidung erlebt hast, weißt du, was es heißt, jemand fehlt, den du eigentlich lieb gehabt hast. Jemand fehlt, auf den du deine Hoffnung gesetzt hast. Und etwas, das dein Herz heilen kann, das ist die Erfahrung der Liebe des Vaters. Dieser Vater im Himmel, der dir den Vater ersetzt, der gefehlt hat. Der Vater, der beste Vater ist, den es überhaupt gibt, der dich nach Hause bringt. Und weißt du, was dir dann gilt, mein lieber Freund?
dann gilt dir, dass durch die Kraft des Evangeliums die Scheidungsstatistik in deinem Leben zerbrochen wird und Gott etwas Neues und Heilvolles in deinem Leben tun kann. Das ist das Evangelium. Und wenn du in der Krise bist, wenn du hier bist und du sagst, Matthias, im Moment gar nicht gut. Hör mal, in Sprüche 3 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf deine Gefühle, verlass dich nicht auf deine menschlichen Gedanken. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird dir Gott den rechten Weg weisen. Er wird dich leiten. Er wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Aber vertraue nicht auf dich, vertraue nicht auf ihn oder auf sie. Vertraue auf den Herrn. Und er wird an deiner Seite sein. Er wird dir helfen in der Krise. Er wird dir helfen zu vergeben. Er wird dir helfen, Dinge zu vergeben, wo andere sagen würden, würde ich nie vergeben. Denke daran, vergeben heißt nicht, du lässt alles mit dir einfach geschehen, aber vergeben heißt, ich entlasse dich aus meinen Vorwürfen, ich werde mich nicht rächen. Ich entlasse dich in die Gnade Gottes, ich gebe dich in die Hände Gottes. Und wenn du Single bist, war und ist bis heute mein Leitvers, und er ist der, habe deine Lust an dem Herrn. Und er wird dir geben, was du brauchst. Wir brauchen nicht alles. Aber er wird uns geben, was wir brauchen. Habe seine Lust an ihm, an diesem lebendigen Gott. Wollen wir noch aufstehen zusammen und wollen zu Jesus kommen. Und vielleicht fängt alles damit an, dass du, wenn du gläubig bist, wenn du an Jesus glaubst, dass du heute Morgen sagst, Herr Jesus, ich habe vielleicht heute Morgen Dinge gehört, die haben mich neu wachgerüttelt. Die haben mir gezeigt, ich habe zu menschlich gedacht, anstatt göttlich zu denken. Reinige mein Herz, reinige meine Gedanken und lass sie neu erfüllt sein von deinem Wort. Lass mich denken, Jesus, wie du denken würdest. Lass mich handeln, Jesus, wie du handeln würdest. Vergib mir, Jesus. Reinige du mich. Reinige du mich. Wir alle brauchen das Wort von Gott. Wir alle brauchen ein erneuertes Denken. Liebe Freunde, das, was wir Gott heute sagen wollen, ist das: Wir wollen nicht mehr denken und handeln wie Menschen, die Gott nicht haben. Wir wollen handeln und denken wie Menschen, die Gott kennen, die mit seiner Kraft rechnen, die mit seiner Macht rechnen. Und Herr Jesus, so strecken wir uns einfach heute aus zu dir, und wir kommen nicht zu dir, weil wir es eben im Griff haben, sondern wir kommen zu dir, weil wir dich brauchen. Jeder einzelne von uns. Herr, wir strecken uns aus zu dir für unsere persönlichen Gedanken, für unsere Seele, für unser Leben. Wir strecken uns aus für die Beziehungen, in denen wir stehen. Komm und hilf uns. Wir können diesen Weg alleine nicht gehen. Wir sind zu begrenzt als Menschen. Wir sind zu schnell am Ende. Aber bei dir ist Kraft, bei dir ist Hoffnung. Bei dir ist Vergebung für unsere eigenen Fehler, für unsere eigenen Sünden. Bei dir ist Vergebung und bei dir ist neue Hoffnung. Bei dir ist Kraft, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten. Ich danke dir, Jesus. Oh Jesus, wie bist du so herrlich. Jesus, wie bist du so schön. Und ich glaube, dass wir an diesem Morgen einfach unsere Hände ausstrecken zu Gott, in dieses nächste Lied miteinander gehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus schon kennst, dass du dich ganz neu an ihn wendest und sagst, komm mir zu Hilfe, Jesus. Ich will diesen Weg alleine nicht gehen. Ich vertraue dir ganz neu. Ich will mich neu auf dich ausrichten. Verändere mich. Mach du mich Jesus ähnlicher.
Und wenn du hier bist an diesem Tag und du kennst Jesus noch nicht, ich möchte dir sagen, nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten, dort in der Connect-Zone, hey, sind wir gerne da für dich. Egal mit welchem Anliegen und Problem du kommst, aber wir möchten dir sagen, du kannst heute diese Kraft Gottes in dein Leben aufnehmen. Du kannst heute Vergebung erleben. Du kannst heute Gottes Hoffnung für dein Leben bekommen. Dazu sind wir hier als Kirche und wir tun nichts lieber als das, mit Menschen beten und dich in Verbindung bringen mit der realen Kraft des lebendigen Gottes. Amen.